warum kann ich jetzt kein scheiß Spiel suchen? Öffentliches Spiel, Spiel suchen. Bin ich jetzt blöd oder was? Ein bisschen. Ach, jetzt geht's, natürlich, tolles Spiel. Ja, ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen. Black Ops 2, ich spring gerade ein bisschen rum. Erst aufgenommen, Black Ops 1, jetzt Black Ops 2, danach noch Modern Warfare 2, wenn ich's installiert habe, 3 und zum dritten Mal Carrier hier auf der Karte, Carrier. Ja, stimmt, die Karte heißt, ich dachte, das ist der Spielmodus, wo so heißt, ja. Genau. Heute geht's um Civilization Rage und das dritte Spiel, dessen Namen ich gerade nicht weiß, tut mir leid, ja. Ich vergleiche die ein bisschen und dabei spiele ich das passende Spiel Black Ops 2, weil ich mir, ja, keine Ahnung, einfach so, weil ich stinkefaul bin. Gut, und ich will einfach mal meine Meinungen sagen zu den 3 Spielen. Das dritte weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber das fällt mir schon noch ein. Das erste Spiel ist Civilization, wo ich kurz darauf eingehen will. Oh, ich finde das hammergeil. Ich habe es mir gekauft vor Weihnachten noch, bevor es so billig war, aber im Internet für 7 Euro. Ja, ich muss sagen, ja Wahnsinn. Hey, ich habe das gespielt neulich und ich dachte, mich muss da einer wegreißen, sonst, weiß ich nicht, habe ich da, sonst sitze ich da noch Stunden davor und bin da gefesselt, weil es wirklich hammergeil ist. Also das Spiel, boah, hey, boah, Civilization 5 haut mich ja sowas von weg, hey. Mein Kumpel fing mal an damit, bei mir auf dem Sofa, und da hat ihm gefallen. Ich habe es dann gekauft, weil ich so ein gutmütiger Mensch bin. Und dann hat er gesagt, oh, das ist toll und er kommt nicht weg. Dachte ich mir, ja, das Spiel ist doch gar nicht so toll und so und bäh. Und ja, kann ja gar nicht so gut sein, wenn ich das nicht spiele. Ja, und so ein Schmarrn halt. Aber, ey, das Spiel echt war, haut es rein. Das ist ja echter Burner. Also das Spiel, krass, echt war. Wer es nicht kennt, Civilization, tut mir leid, der muss auf jeden Fall anschauen, auf jeden Fall. Ich mache einfach mal ein Gameplay, wunderbar. Civilization 5, ein Spiel, also genau wie die Vorgänger, man kämpft mit seiner Zivilisation um den Sieg. Den kann man auf vielfältige Weise erringen. Man könnte einen Militärsieg, einen Wirtschaftssieg, einen Forschungssieg oder andere Siege erringen und dann gewinnt man. Und ja, Militärsieg ist ja klar, man muss halt den Gegner töten, seine Städte zerstören und einnehmen und seine Einheiten zerstören, besiegen. Militärsieg habe ich gerade erklärt, gut, dass ich dabei bin, ja, genau. Der andere Sieg, den habe ich gerade vergessen, wie er heißt, das ist der Wirtschaftssieg. Gibt's den in Civilization 5? Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung, wie viel Gold man da braucht oder ob es den gibt, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es noch den Forschungssieg. Das heißt, wenn man die Technologie Raumfahrt erforscht hat, dann, ja, hat man das Spiel gewonnen, weil man ins Weltraum fahren kann und die Gegner nicht. Deswegen gewinnt man. Schönes Ding, oder? Finde ich auch. Und es gibt noch 1 oder 2 andere Siege, weiß ich gerade nicht. Einfach aus dem Grund, es ist so umfangreich und einfach saugeil, dass man das einfach selber spielen muss. Ich werde es euch nochmal zeigen, weil es einfach wirklich so hammer ist, das Spiel. Es ist rundenbasiert. Man fängt immer so an, eine Runde spiele ich, dann andere Runde spielt der andere. Und das ist, boah, ganz raffiniert eigentlich gemacht, wirklich. Gefällt mir auch sehr, weil erstmal gehst du nach links, baust deine Einheiten oder du gehst auf Forschung oder du baust oder du erkundest irgendwie die ganze scheiß Map und sowas. So ein Zeug ist halt da drin immer. Und das ist halt der Knackpunkt von dem Spiel, halt sich ausbreiten und was man halt macht. Und dazu gibt es auch ein Brettspiel. Ja, das Brettspiel, das ist ja mal episch, ey. Ich habe wirklich mir das Brettspiel gekauft, bevor ich noch das Spiel probiert habe. Aber das Brettspiel, ich muss sagen, das ist Hammer, hey. Man spielt das Brettspiel mit 2 oder 4 Personen. Wow, fuck. Fast 3 Kills. Man spielt das Brettspiel mit 3 Personen und kann da auch Militärsieg, Forschungssieg, Wirtschaftssieg, alles erringen. Und man spielt es mit kleinen Münzen und so. Das Spiel ist so geil, hey, das ist Hammer. Also das ist, wieder fast 3 Kills.
das ist wirklich der absolute Hammer. Spielt das mit euren Kumpels, wenn ihr welche habt und wenn euch Civilization 5 gefällt. Wie viel brauchen wir zum Abschluss? Ich glaube 45. 100 Punkte. Ach, dann geht noch das nächste Spiel. Also das nächste Spiel, um das es heute geht, ist das Spiel Rage. Irgendwie muss ich sagen, mir gefällt das Spiel Rage gar nicht. Ich finde es richtig schlecht. Rage auf dem PC, Rage die Band, die ist geil, schon live gesehen. Aber Rage das Spiel, ey, sau schlecht. Ich finde einfach, die Grafik ist nicht so, das ist nicht das Problem, die Grafik. Das Problem finde ich einfach, weil es halt echt so schlecht ist einfach. Das Gameplay ist so schlecht, das meine ich damit, mit schlecht. Es macht einfach keinen Spaß, wenn du spielst. Ein Spiel muss Spaß machen, das ist ganz klar. Du musst es spielen wollen. Ich habe es angefangen und wollte aufhören. Und das spricht schon ein bisschen dafür, wie schlecht es so ein Spiel ist. Also das kann es ja nicht geben, ne? Du kannst ja kein Spiel kaufen und dann, oh ne, ich will nicht mehr spielen, ja. Darf ich aufhören? Nein. Na gut, spiel noch weiter. Ja, so ungefähr ist das Spiel wirklich. Ist nicht schön, also ich finde auch die Story irgendwie so voll lame und dann gehen wir halt dahin, um das Ding zu untersuchen und dann werden wir da überwältigt und dann, ja, sind wir tot und leben doch noch mit unserem Defibrillator des Todes weiter. Ja, was soll denn die Kacke, hey? Wer es nicht weiß, man untersucht einen Unterschlupf von Banditen oder irgendwelchen bösen Menschen und ja, wird halt dann in eine Falle gelockt und einer rammt einem ein Messer rein und man ist tot. So. Zum Glück hat man seinen Defibrillator dabei und den benutzt man noch, während man tot ist. Und kann sich somit vor dem Tod retten. Obwohl man eigentlich schon tot war. Ja, ich verstehe es nicht wirklich, aber das tut auch gar nichts zur Sache eigentlich. Weil das Spiel ja eh schlecht ist. Und ich konnte es echt nicht weiterspielen. Ich habe die ersten 4% gespielt und ich wollte schon nicht mehr. Also das spricht schon für ein Spiel. Es ist halt so ein Ding, wenn der Einstieg schwerer ist, ja gut, kann passieren. Black Ops 2 ist es zum Beispiel so, da fand ich meinen Einstieg wirklich sehr schwer, weil ich es halt echt nicht spielen wollte. Weil ich halt ein bisschen so, Black Ops 2 ist scheiße und Sprechen ist schwer und so, aber hat sich jetzt gelegt. Also ich habe jetzt nach einiger Einspielzeit, nach jetzt insgesamt 8 Stunden Gameplay, jetzt gesehen, ja, man kann es doch spielen, das Spiel, ja, geht schon, ne? Und ist schon nicht schlecht. Aber Rage geht halt echt nicht, hey, da habe ich echt mal gar keinen Bock, überhaupt nichts, da spiele ich ja lieber gar nichts, bevor ich Rage, da zwick ich mich lieber 3 Stunden, bevor ich 1 Stunde Rage spiele, also so ist es wirklich. Ich finde es schlecht gemacht, das Blut, es ist einfach schlecht, finde ich. Also die Grafik geht eigentlich, aber das Gameplay, das zieht mich so runter. Das macht einfach keinen Spaß. Es ist so unreal. Also ich meine nicht mit real jetzt, dass es real ausschaut oder dass es sich real anfühlen soll. Nein, ich meine mit real, das ist schwer zu umschreiben. Halt, es ist irgendwie, ich kann, ja, keine Ahnung, meine Fresse, ich mag's halt einfach nicht, ja. Mit real meinte ich eher, dass es halt, ja, nicht real ist. Und da war mein Triple Kill. Oder auch nicht. Egal, ich hab nichts geschafft. Nee, egal. Und du spielst halt, dann musst halt so Kisten und so. Es wäre schon nicht schlecht, das Prinzip gefällt mir. Du musst Kisten suchen und da sind Sachen drin. Das ist schon ganz schön. Das ist echt nicht schlecht, aber wie sie es halt umsetzen mit dem Spiel, das gefällt mir halt überhaupt gar nicht. Und das kann ich halt einfach nicht leiden. Und deswegen spiele ich es auch nicht, das Spiel, weil es mir nicht gefällt. So, wunderbar. Oh, ich habe meinen Ding. Ja, super. Ey, ich habe mal 5 Kills. Wahnsinn, bin ich cool. Ja, Hunter-Drohne heißt das Ding. Ja, habe ich auch sonst nie. Toll. Hänge ich jetzt hier fest oder was? Ja, ich will den Typen töten. Nein. Gut. Und ja, also Rage gefällt mir halt echt nicht. Civilization vergöttere ich. Saugeil. Und das dritte Spiel, ja, gerade war der Gammel bei mir. Und wir haben ein bisschen getalkt. Ja, talken ist ja cool, talken ist ja Englisch. Und
da habe ich mich wirklich überreden lassen, mir die beiden Dinger zu kaufen hier. Die Angebote von Steam für 12 Euro. Batman Arkham Asylum und Batman Arkham City oder ich weiß nicht mehr, wie sie heißen genau. Für 12 Euro. Hey, der Preis, der ist erstmal der Oberhammer. Und zweitens sind die Spiele echt saugeil. Also, was geht hier ab mit mir? Fuck you, bitch. Meine Fresse geht hier ab. Leckt mich am Sack. Also, Batman ist so ein geiles Spiel. Das ist so geil. Ich habe den ersten Teil zweimal durchgespielt und den zweiten Teil leider erst einmal. Hallo. Na, scheiße. Aber da werden noch ein paar Male dazukommen. Später zocke ich noch Assassin's Creed 3 durch. Ja, das war ein kurzer Bericht von ein paar Spielen. Jetzt schreibe ich mal Clanky zurück, weil der wartet schon. Ne, gut, dann nicht. Dann sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt so schön. Das war ich.